A bunch of dreamers with their fist up. Trigger happy, aiming high, we never give up. When we fall, it's cause we stood for what we came for. I guess it's time a brother finally took the chains off. Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich spiele hier ein kleines Frei für alle. Und habe hier jetzt gerade mal schön gerade den Ocean abkassiert. Der hat sich wirklich verschänzeln. Leider spawnt man immer wieder in Nähe von seinem Gegner. Und hat auch noch eine kleine Auseinandersetzung mit dem Follow the Dark. Das Bürstchen hat noch nicht so lange MW3 gezockt, das merkt man auch. Er ist nämlich häufig richtig am Campen gewesen. Ich habe mehrere Spiele gespielt mit denen. Und ja, ist sehr unterhaltsam gewesen, muss ich sagen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Thema hier, sondern was ich grundsätzlich mal mit euch anschauen will, sind die überpowerten Waffen, die sogenannten OP-Knarren. Die habt sicher auch schon von einem oder von anderen gehört oder das selber ausgesprochen. Vor allem Type 95 wird ja dort sehr häufig genannt. Und dort muss ich, yes, Random Frag, ganz geil. Dort muss ich durchaus zustimmen, weil Type 95 ist sicher nicht die einfachst zu benutzende Waffe. Indem dass man immer nur bursten kann, 3 Schüsse, man muss sehr genau zielen. Und auf Distanz macht das schon Sinn, dass die so stark ist. Aber im Nahkampf ist das Teil alles richtiges Biest. Das heisst, man kann sogar Maschinenpistolen mit der eigentlich fertig machen. Ich glaube, gegen die FMG 9 hat man im Moment noch keine Chance, aber wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, der Robert Bowling hat angekündigt, dass die FMG 9 Akimbo sicher schwächer gemacht werden. Was auch sinnvoll ist, weil es ist ein nettes Spielzeug, aber sicher zu stark für so eine Zweitwaffe zu sein, vor allem Akimbo. Also eben Type 95. Die können wir durchaus ein bisschen als überpowered anschauen, weil sie eben in die Ferne und in die Nähe extrem gut ist. Aber auf der anderen Seite muss man doch auch ein bisschen Skill besitzen, um das Teil zu bedienen. Dann ist es so, dass viel wird auch über die Sniper irgendwie rausgelassen und das ist viel zu einfach und so. Ich weiß nicht genau, hat er selber auch schon mal ausprobiert. Ganz so easy finde ich es nicht. Und man findet zwar sicher wieder mehr Snipers als in Black Ops, was ich auch gut finde. Scheisse Becher. Was ich auch gut finde. Und so easy ist es jetzt auch wieder nicht. Gewisse sagen, dass P90 stark ist, andere sagen, dass P90 M1 stark ist. Dann gibt es wieder die von MP7 reden. Gewisse finden die ACR stark. Eigentlich, ja, das GRL ist auch schon genannt worden. Was sicher nicht stark gefunden wird, sind Pumpen. Und die schweren Maschinengewehre, mit denen spielt glaube ich keine Sau. Von dem her ist dort das Feld ein bisschen aufgeteilter. Aber ich finde, wie gesagt, wirklich unbalanciert ist das Spiel nicht, sind die Waffen nicht. Es hat sicher ein paar, die ein bisschen oben und unten rausschlagen, aber schlussendlich ist es eigentlich schon noch gut balanciert, finde ich, ganz ehrlich. Es gibt nicht eine Knarre wie die FAMAS in Black Ops, wo wirklich auf die Nähe Distanz, auf die Weite ein totales Biest ist. Es gibt vielleicht ähnliche, wie eben Type 95 anfangs erwähnt, aber die, finde ich, ist immer noch nicht vergleichbar. Und darum, ja, aufhören mit dem Motzen, wenn man findet, dass eine Waffe überpowered ist, kann man sie selber mal ausprobieren und vielleicht kommt man dort zum anderen Schluss. Muss nicht unbedingt sein, aber die Möglichkeit besteht. So, jetzt doch ein bisschen auf die Fresse bekommen, hat mich gerade angeschissen, darum mal den Reaper auspacken. Und ja, die Map hat sich auch nicht unbedingt als optimal herausgestellt für einen Reaper. Naja, mein Bestes probiert. Wie findet ihr es eigentlich mit der Waffe? Ich meine, jetzt ist das Game doch auch schon ein Moment draussen. Das heisst jetzt gleich einen Monat. Und ja, also ich muss sagen, ich habe selber doch jetzt auch schon viel dazu gelernt, beherrsche es auch zum Glück ein bisschen besser. Und auch wenn man anfänglich vielleicht ein bisschen gefrustet war wegen gewissen Knarren, es gibt eigentlich gegen jede ein Gegenargument, ein Gegenrezept. Und darum sollte man vielleicht auch ein bisschen weniger klönen. Und sich ein bisschen mehr Mühe geben. Hey, nein, wunderbar. Also die MP7, es gibt auch gewisse, wie gesagt, die überpowered finden. Und ich muss sagen, durch das Teil eigentlich gar nicht bewegt, ist sie schon sehr stark. Und
ja, es mag sein, dass man lieber ein Rohpunkt draufknallt oder ein Holographic, wobei das nehme ich weniger an. Ich komme eben noch gut klar, so mit der nackten Waffe. Man kann eigentlich schön vorne drüber schauen. Und wenn das Teil etwa auf dem Bauchnabel vom Gegner ist, ja, der fitzelt es schon nicht schlecht. MP7 zieht noch ein bisschen rauf und der macht die gute Arbeit. Ja, das wär's auch schon gewesen. Gebt doch mal ein bisschen Feedback. Welche Waffen braucht ihr? Welche findet ihr überpowered? Seid ihr häufig am Klönen, dass gewisse überpowered sind? Hoffe, es hat Spass gemacht, ein bisschen zuzuhören, zuzuschauen. Ich danke euch auf jeden Fall und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wenn ihr auch immer das Video schaut. Macht's gut, schön zusammen. I'll probably make it stop, yeah. Even if I'm not